Ich habe ein super cooles Tutorial gesehen bei der Natascha auf Treasurebooks. Und zwar aus so einem Kuvert. Und das möchte ich gerne unbedingt nachbasteln. Hallo zusammen, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne und ich freue mich, wenn ihr auch gerade dabei seid, um das auszutesten. Ich musste es ein bisschen abändern, weil ich habe nur einen gefütterten Umschlag, also das Kuvert, das sie eingenommen hat, ist ganz normales, dünnes gewesen. Und ich habe aber so einen gefütterten, ich habe das schon mal ein bisschen flach gedrückt, ja, damit es nicht ganz so aufgeblustert ist. Und aus dem Grund, weil bei mir alles ein bisschen dicker ist, ja, muss ich den Rest dafür ein bisschen schlanker machen. Ich kann nicht so viel Zeugs rein tun. Sonst gibt es irgendwie ein mega fettes Teil und das wollen wir nicht. Ich tue das also ein bisschen abändern. So, ich habe da schon mal ein paar Sachen vorbereitet, gewisse Sachen zugeschnitten, die ich möchte brauchen, so ein bisschen als Deko für innen und für außen. Was ich auch schon gemacht habe, ist, ich habe da schon mal ein bisschen Washi-Tape draufgeklebt als Rändchen, um zu schauen, wie es tut. Und es tut. Es funktioniert so, wie ich es gerne hätte. Und das wäre jetzt das Erste, was wir gerade machen wollen. Das macht sie nicht so, aber ich möchte gerne nicht, dass man das Gel sieht. Darum tue ich alle Kanten mal mit Washi-Tape umkleben. Ich habe hier so ein stoffiges Washi-Tape aus dem Bastelecke. Habe ich mir mal gegönnt, weil ich das so mega schön gefunden habe. Und es klebt wirklich extrem nicht gut. Und darum muss ich das jetzt eben auch alles mit Leim noch anleimen. Das Schöne ist, zum Abmessen kann man es auch einfach mal schon mal ein bisschen draufkleben, weil sie ja eben dann ganz einfach wieder drauf geht. So. Genau. Und jetzt Leim. So, das muss man ein bisschen weg, sonst ist dann das auch voll geschmiert. Also kommt da mal ein bisschen Leim drauf. Ich nehme den Tacky Glue, bei dem weiss ich auch ganz sicher, dass er hebt. Und schmiere mal noch ein bisschen an. So, einmal so. Dann die ganze Geschichte umkehren. So, komm. Ach, irgendwie, was habe ich da? Das ist irgendwie verstopft oder was? Ich weiß es auch nicht. Dann alles auch noch ein bisschen anschlirken. So, und vor allem die Ecke und die Mitte, die ich wirklich ganz gut geleimt habe, damit das da nicht abkommt beim Auf- und Zuklappen. So, da haben wir natürlich ein bisschen zu viel. So. Genau, je nachdem, was man natürlich für Farbe hat, kann es auch ganz gut aussehen. Wenn da dann das Gelbe vorkommt, das durchaus kann das seine Berechtigung haben. Aber ich habe mir diese Farbe ausgesucht. Und zwar das da, nein, stopp, halt. Das möchte ich gerne innen haben. So, kann ich es vielleicht schnell zeigen. So. Und außen möchte ich gerne die hier haben, die zwei hübschen.
So, das soll ein bisschen winterlich werden und so weiter. Das Papier habe ich aus einem Block. Oder aus dem da, den habe ich aus dem Coop von letztes Jahr. Genau. Ich hoffe, dass er dieses Jahr wieder neue Blöcke rausgibt. Mit neuem Muster, weil die sind wirklich genial gewesen. Sorry. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also, jetzt kommt hier. Ich muss das so an, sonst komme ich ins Knosch über. Hilfe, für aussen habe ich mir die hier parat gemacht. Und zwar vorne das Rädchen. So, dann macht man es hier zu und dann habe ich mir das so zugeschnitten, dass das hier gerade passt zu unserem Wald. So, das hat man natürlich hier oben auch noch können, hier so zuschneiden, aber ja, ich habe das jetzt so gemacht. Und ich sehe, es passt schön da drauf. Es deckt alles ab. Es ist, glaube ich, ein kleines bisschen zu gross. Ich muss es noch ein bisschen schneiden, weil sonst habe ich da Gefahr, dass es mir immer wieder drauf kommt. Genau, das mache ich so schön. Ja, ich glaube, so ist besser. Gut, jetzt habe ich hier aber eine weiße Kante, die mir nicht gefällt. Ich inke die noch geschwind. Dann haben wir doch das erste einfach gerade mal drauf. So. Oh ja, das sieht doch super aus. Ich finde das gut. So, und jetzt noch da hinten. So, also ich glaube, es muss jetzt alles noch ein bisschen andrücken und trocknen, damit das dann auch wirklich mega gut hebt. Darum, wie immer,
gehe das hier unter meine Unterlage ein bisschen andrücken. Und in dieser Zeit habe ich gedacht, könnten wir uns mal um die Signaturen kümmern. Es gibt nämlich 2 Sachen, die reinkommen. Und zwar ein kleines Journal, wo man dann so kann. Jetzt vielleicht mit dem schnell zeigen, wenn das hier unser Dingsbums ist. Ein Journal stecken wir dann hier rein. Und ein Journal möchte ich gerne so ein Wasserfall-Journal machen, also so ein Notizblock, eine Art, wo dann hier reinkommt. So, genau. Auf dieser Seite würde ich gerne noch irgendwie ein hübsches Täschchen machen, wo man etwas reinstecken könnte. So würde das aussehen. Also, das heisst Papier. Ich brauche Papier und ich habe hier Papier. Und zwar 2-mal. Eines ist ein bisschen mehr, eines ist ein bisschen weniger. Das ist Papier, das ich einmal mal eingefärbt habe mit Aquarellfarbe. Und zwar ist das so ganz leicht glitzerig. Und ich finde, das passt von der Farbe her. Es ist so ein bisschen bläulich, gräulich und rosa. Irgend sowas. Und alles eben so ein bisschen glitzerig. Passt doch wunderbar. Ich muss auch gerade das Teil nehmen, jetzt, wenn das andere am Andrücken ist. Für zum Abmessen unser Zeug. Und zwar eben das Wasserfall-Journal habe ich mir jetzt mal 4 Blätter parat gemacht. Und das soll ganz oben anfangen. Nicht ganz oben anfangen. Wegen dem Reinkleben. Genau, ich muss es ja noch reinkleben. Und ich will es nicht drüber, genau, sondern so. So, also, es soll etwa so werden. So, dann kann ich das jetzt einmal falten. Und dann das nächste. Mal schnell schauen, ich weiß es nämlich nicht genau. So. So, und dann kommt ja das nächste, kommt hier. 1, 2, 3. Ja, so ungefähr sind wir richtig. Dann falten wir das. Seht ihr überhaupt irgendetwas? Muss ich da wieder völlig an einem Ort basteln, wo ihr nichts gesehen habt. So. So. Und das nächste kommt dann hier. Ich mache das jetzt hier komplett Handgelenk mal Pi. Und sehe nachher, wie es rauskommt. Und irgendwie habe ich jetzt schon wieder das Gefühl, ich habe mich verschätzt. Was habe ich jetzt gemacht? Mama, das stimmt schon. Es stimmt schon, was ich gemacht habe. Aber vielleicht brauchen wir das Papier mehr. So, da kommen wir ja längstens nicht zusammen. Also, noch ein bisschen mehr Papier. Und zwar so. Halt.
Ach, ich weiss, ich mache es kompliziert. Aber ich habe es noch nie gemacht. So. Und jetzt müssen wir noch eins. Müssen wir erst noch eins. Ja. So, ja, dann geht es gerade auf. Was habe ich mir denn jetzt da vorher zusammengeschwafelt? Aha, nein, es geht eben gerade genau nicht auf. Es ist... Aha, oder wir machen es einfach so. Okay. Dann gibt es halt auch zwei. Ich glaube, das macht nichts, oder? Ich weiß es doch nicht. So. So, mal alles ineinander reinstecken und dann mal schauen. Dann sehen wir es dann ziemlich schnell, wie gut oder nicht gut das es ist. So, doch, schau mal. Sehr hübsch. Und von der Farbe her, mega. Mega. So, alles gut. Dann ist das jetzt natürlich noch zu bright. Ich glaube, ich muss jetzt aber gleich das da wieder haben. Und ich habe sowieso das Gefühl, der Kilo ist jetzt mittlerweile getrocknet. Mehr oder weniger. So. Ich lasse auf jeden Fall genug Platz links und rechts, damit man es dann gut zumachen kann. So, es ist schon ein bisschen dick geworden, aber easy. Ja, das ist gut so. Das ist gut. Da mal gut schauen, dass alles schön gerade reingesteckt ist. Und dann schneiden wir das hier ab. So, das ist doch cool. Und das ist noch cooler. Oh, die Farbe. Ich bin komplett begeistert von der Farbe. So gut. Also, jetzt müssen wir das nähen. Zusammenbüzen. So, meine Nadeln, sieht doch ein bisschen speziell aus. Keine Ahnung, wie das gekommen ist. Oh Mann. So, und ich nehme einfach ganz normalen Nähfaden. Wenn wir aufbringen. So. Und machen wir hier einfach 3 Löchchen, und zwar komplett Handgelenk mal Pi. Und dann haben das auch schon. So, jetzt brauchen wir aber zuerst noch das innere Blatt. Das innere Blatt, wo ist es? Und das wäre das da. Irgendwie so. Gut. So. Und jetzt. Oh, schau mal. Das ist jetzt Zufall. Aber das gibt mir jetzt sogar so einen schönen kleinen Rahmen rundherum. Das sieht hübsch aus. Aber ich gehe jetzt so trotzdem mit dem Washi-Tape drüber. Ich klebe das mit dem Washi-Tape rein. Auch wenn der Rahmen jetzt gerade recht hübsch wäre. Ja, wir können gleich immer noch einen machen. Es hat genug.
Platz. So. Selbstverständlich müssen wir das auch wieder ankleben. Und dann sollten wir das schön gerade abschneiden. Damit es dann auch wirklich hübsch aussieht. Oh. So. Und jetzt. Da. Da darfst du das Auge noch ein bisschen haben. Der Leim, hey. So. Ei. Oh ja, und ich finde, es sieht mega hübsch aus mit dem Washi-Tape. Ganz schönes Tape, das jetzt gerade super noch zu dem da passt. So. Und jetzt müssen wir das natürlich alles auf dieser Seite noch anleimen. So. Sehr schön. Und jetzt werde ich hier noch ein Journal rein tun. Voilà! Oh ja, das ist jetzt aber ein herziges, ein sehr herziges. Und passt mega gut hier rein. So. So lieg. Und können wir es noch zumachen. Nicht rumlitzen. Ja, genau. Aber umso mehr möchte ich gerne da wirklich ein schönes Dingsbums zum Schliessen. Warum dass ich das noch nicht reingeklebt habe, keine Ahnung. Aber das kleben wir jetzt rein. So, jetzt möchten wir hier noch den Verschlussknopf haben. Und für das stanze ich mir hier einfach 2 blaue oder einfach 2 Rundummeln aus. Die, ach, das sieht gerade aus wie ein Mond. So. Die klebe ich mehr aufeinander, dass sie ein bisschen stabiler sind. Dann brauchen wir in der Mitte ein Löchchen, in der Mitte. Wer weiss wieder einmal, wo die Mitte ist? Dort nicht. So. Ja, geschafft. Geschafft. Und jetzt, das stört mich jetzt doch ein bisschen, das gibt dann nämlich immer Eselsohren. In der Mitte. Wo ist die Mitte?
Gut. Anmachen, nicht allzu satt. Und jetzt kann ich mir hier eins noch zuschneiden. Was? Was habe ich mir jetzt abgemessen? Sorry, was? Ich habe doch nicht so einen Strich gemacht. Geht's noch? Also da. Und da. Ey. So viel zu Handgelenk mal eingeben. Okay. So, nein, also mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Ist mir doch ein bisschen eng. Aber hey, ja. So, ist gut. Es ist gut. Auf jeden Fall besser, wenn wir es nicht hermachen, oder? So, aber das ist gut. Der Knopf, finde ich, sieht cool aus. Jetzt brauchen wir noch ein Bändchen. Und hey, da kommt doch noch eine Tasche, habe ich gesagt. Das wäre jetzt noch hübsch gewesen. Aber vielleicht machen wir aus dem gescheiter ein Tag für den Wein. Aber was ich machen könnte, ist, dass ich es so schräg reisse, dass wir dann wieder das gleiche Prinzip haben wie hier. Und dass sich das ein bisschen absetzt. Super. Oh ja. Oh ja, gefällt mir sehr gut. Gefällt mir sehr gut. So, da haben wir so ein kleines ein Satinbändchen. Und ich denke, das wird doch gerade so hübsch aussehen. So. So. Da unten wollte ich den haben. So. Und jetzt brauchen wir wie viel? Zack. Zweimal rundum möchte ich gerne. Und hier einmal rundum. So, hey, es ist fertig. Ich habe im Fall mega Freude. Ich finde, es ist total cool rausgekommen. Ja, es gibt vielleicht ein paar kleine Sachen, die ich würde ändern, wie das hier auch noch so zuschneiden, wie ich das hier gemacht habe. Das finde ich jetzt wirklich ein kleines bisschen schöner. Dann kann man da natürlich noch viel mehr variieren, mit Sachen rein tun. Das hier ist unser kleines Heftchen, das es dazu gegeben hat. Und ja, ich habe jetzt 1/3 Stunde gebraucht für das Ganze, plus noch ein bisschen vorbereitet. Ich habe ja die hier schon vorgeschnitten. Also mit 2 Stunden kommt man gut durch, wenn man so ein bisschen in dem Tempo arbeitet, wie ich es jetzt gemacht habe. Ich habe jetzt nicht speziell gestresst oder so. Auch bei gewissen Sachen habe ich noch nicht so genau gewusst, wie ich jetzt soll oder was. Aber ja, ich bin mega zufrieden. Ich finde, es ist recht herzig rausgekommen. Natascha von Treasurebooks, merci vielmals für das coole Tutorial. Wie findet ihr es? Wie gefällt es euch? Schreibt mir es gerne in die Kommentare. Es würde mich mega freuen, von euch wieder mal ein bisschen etwas zu hören. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!